3,25 €. Auf welchem Planeten lebe ich, dass man für so Sprudel 3,25 € bezahlt? Herzlich willkommen zum neuen Dende Vloggt und so. Heute bin ich unterwegs, geschäftlich. Naja, also ich bin heute als Melokind wieder unterwegs. Ich stehe hier gerade am Flughafen Bonn-Köln in der Finca. Und es ist arschkalt. Wo geht die Reise heute hin? In Berlin spiele ich im Suicide Circus. Das Event ist von der Grünen Sonne. Grüne Sonne ist, da hatte ich doch mal ganz am Anfang so Promo-Box von der Grüne Sonne gekriegt. Zeige ich euch mal kurz hier. Die Cap ist der Wahnsinn, ey. Und Brille, echt super cool. Also wir spielen heute als geschlossene Mannschaft, sage ich mal so, im Suicide Circus in Berlin. Ja, und ich habe mir gedacht, komm, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich muss noch mal ein bisschen hier in das Ding doch labere. Ja, ich habe gedacht, ich tue mir noch mal so ein bisschen aufnehmen, was so passiert heute. Vielleicht so eine kleine Hotelroom-Tour. Ja, und ansonsten, ich weiß halt nicht, wie das ist, wie top secret der Club ist. Ja, weil in Berlin, da ist ja oftmals so, dass man keine Kamera so benutzt darf und so. Da kriegt man ja dann mordsmäßiger Anschiss. Und deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob ich da irgendwie großartiges Bildmaterial mit nach Hause bringen kann. Wenn nicht, tue ich euch einfach verbal wiedergeben und so gut wie möglich widerspiegeln mit meiner künstlerischen Art, mich zu artikulieren. So, jetzt bin ich auch in Berlin angekommen. Es ist arschkalt. Ich habe mal Sprudel gekauft. 3,25 €. Auf welchem Planeten lebe ich, dass man für so Sprudel 3,25 € bezahlt? Aber ich bin ja selbst schon so, ich bezahle es ja. Ja, auf jeden Fall. So, ja, den schöner Flughafen. Jetzt suche ich mir mal ein Taxi und dann fahre ich Richtung Hotel. So, jetzt bin ich hier Mitte auf der Warschauer Straße. Und ganz schön treibe. Und das hier, das ist mein Hotel. Jetzt gehe ich mal gucken, ob ich da irgendwie den Innengang finde, um ihn zu checken. Okay. Gucken wir da mal. Was haben wir? 112. Nein? Was? Bisschen gruselig. Oh. Hallo. Hallo. Ja. Guck mal da, gemütliches Sitzeck, ha? Ach, das ist aber mal schön. Guck mal da, noch hier drin. Ach, aber sehr schön. Echt. Gerade hier so Dinge baue, damit ich meine Kamera hier fest installieren kann, sozusagen. Ach, geht's Licht, ne? Da verstöße ich okay die Kameraregel. Nie geht's Lichtfilme. Ich bin jetzt gerade angekommen. Also das Hotel ist super cool. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich bin da unten reingekommen, da habe ich gedacht, Alter, das ist bei uns hätte man sagen eine Kneipe, also ein bisschen saulaut Musik, die Bar ist voll und da wird Schnaps getrunken und Bier und Cocktails und da laufen sie so mit einem Schwenker rum. Kennt ihr die große Gläser, wo Wein reinkommt? Ja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hier oben ist echt gemütlich. Fenster kann man irgendwie anscheinend nicht zuziehen. Das heißt, diverse Leute könnte eventuell mein Astralkörper begutachten. Wenn ich mich hier aufziehe und dusche gehe, weil Dusch kann man reingucken. Ja. Da war ich jetzt gerade hier, bin ich mit dem Taxi gefahren. Das hat, wie lange hat es gedauert? Gut halb Stunde. Der hat mich hier quasi direkt auf der Warschauer Straße abgesetzt. Und anscheinend, ich kenne mich hier in Berlin so gut aus, aber anscheinend geht hier richtig die Post ab, weil da unten war echt 8 Milliarden Menschen. Ungelogen, es waren 8 Milliarden. Bei uns die Kiosks sind hier die Spätis. Auf jeden Fall war ich dann gerade noch im Späti und haben wir zwei köstliche, was ist denn das? Augustiner
Roll geholt. Ich mag das einfach. Und vor allem mag ich auch die Größe. Und jetzt habe ich jetzt mal Prost. So, jetzt habe ich mir nochmal so ein bisschen was geschwätzt, ne? Damit ihr noch Bescheid wisst, was da so in meinem Kopf vorgeht. Und ja, wir haben jetzt 20:11 haben wir. Ich tue jetzt mal noch gemütlich mein Bierchen hier trinke. Und es schmeckt fantastisch. Dann schlüpfe ich noch schnell in eine Hose. Und dann wäre ich mal zum Clubwanderer, der Suicide Circus. Suicide Circus Berlin. Und ja, und laut meinem Handy ist der Club auch direkt hier in der Nähe. 700 Meter ist es Slava oder so. Wo ich um 10:45 schon um fliegen muss. Das heißt, auf dem Zettel steht, bitte seien Sie 2 Stunden vor Abflug am Bahnhof, am Flughafen. Das heißt, ich müsste um 8:45 müsste ich dort sein. Das ist natürlich jetzt schlecht. So habe ich mir das jetzt noch gar nicht überlegt. Ja, okay. Naja, gucken wir mal früh, wie das läuft, ne? So. Wie man kann. Also irgendwie finde ich das nicht. Ich hab's gefunden. Nachdem ich jetzt ungefähr 80 Milliarden Menschen gefragt habe, habe ich es endlich gefunden. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Alter, das ist tough, crazy, strange shit, boy. Hier bin ich richtig. Ja, wie ihr sehen konnte, hatte ich mal Spaß gehabt. Ne? Der Laden war richtig voll. Die Leute haben super cool mitgemacht. Also es war richtig fette Partystimmung. Und ich habe da natürlich auch nichts anbrennen gelassen und habe diverse Schnaps und Bierchen noch gegönnt. Problem an der Sache war, ich bin relativ spät aus dem Club ins Hotel wieder. Das Problem an der Sache war dann, dass ich verpennt habe. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, da in dem Dings da, ne? Das heißt, ich müsste um 8:45 müsste ich dort sein. Hätte ich mir so relativ frühzeitig zum Flughafen genommen, weil mein Flug schon relativ früh wieder nach Köln geflogen wäre. Auf jeden Fall, ich gehe wach, gucke auf die Uhr und denke, scheiße, Flug verpasst. Jo. Ja, also ich mich dann fertig gemacht, ne, schnell Dusche gewesen und runter an die Rezeption, ausgecheckt, Taxi gerufen. So, da hat es schon angefangen. Habe ich da halb, dreiviertel Stunde habe ich da gesessen und es kam kein Taxi. Da bin ich da mal in die Rezeption angefragt, was ist da nicht? Ich war doch, ich hatte ja auch ein Taxi bestellt. Oh, das hätten wir aber schon längst da sind. Ja, es war halt nicht da, ne? Und der hat es dann nochmal ins gerufen, dann war es innerhalb von 5 Minuten ja. Da bin ich am Bahnhof angekommen in Berlin, bin direkt drin zum Fahrkarteautomat, haben da geguckt, wann der nächste Zug fährt. Und keine Ahnung, 40 oder 45 Minuten ist der nächste Zug kommen. Ich so, ja, hopp, dann hol ich stehen, gucke auf den Preis, 120 €. 4,5 Stunden, zweite Klasse. Da ist mal fast nochmal die Kotze hochkommen. Naja, auf jeden Fall, es blieb mir ja nichts anderes übrig, also habe ich eine saure Apfel gebissen und es war ja meine eigene Schuld. Dann habe ich mal die Fahrkarte gekauft, war mal noch eine Kleinigkeit am Bahnhof voller zum Essen, zum Trinken. Ja, und mir ging es nicht gut, ne? Ich habe schön richtig verkadert. Ja, dann habe ich mich in den Zug näher gehuckt, 4,5 Stunden mit einem Krach und Kinder, wo da geschrien haben, bin ich dann heim gefahren. Auf jeden Fall bin ich dann noch im Taxi vom Bahnhof heim gefahren. Ja, dann war ich daheim und dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du es endlich geschafft, ne? Und was ist? Ich gucke in meinen Geldbeutel, die EC-Card weg. Und da fällt mir in, ja, da hast du doch im Strulli, im verballerte Knause, hast du die Fahrkarte bezahlt und hast die scheiß Karte im Automat stecken gelassen, ne? Also, ne? Ich dann so nach 4 oder 5 Stunden, keine Ahnung, wann ich dann irgendwann daheim war, gemerkt, dass die scheiß EC-Card weg ist. Also, was musste ich machen? Hatte ich mal bis erst die Tante da von der Kreissparkasse angerufen, ne? Und der dann erzählt, ja, so und so. Und die dann so, ja, mir schicke Ihnen neue Kontos gesperrt. Und ja, so war das. Das war mein Trip nach Berlin, ne? Das wollte ich jetzt euch einfach nur mal verbal, hier wieder gern. So war das. Aber ansonsten war es richtig cool. Die Leute aus der Grüne Sonne waren richtig fett drauf. Hat sehr viel Spaß gehabt.
Und ja, ich freue mich auf die nächste Tour. Ja, das war es soweit von dem Vlog hier. Der war ein bisschen kürzer. Hat jetzt nicht so viel Filmmaterial. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns zum nächsten Vlog rein, die Ohren steif. Machen's gut. Tschüss.